Gestern komme ich heim von der Schule, gehe auf YouTube und das sehe ich schon wieder ein neues Design. Eigentlich ist es ja nicht schlimm, ein neues Design, sie sagen, sie wollen es nur besser machen, aber langsam passt es echt an. Wirklich etwa, keine Ahnung, etwa jeden Monat oder keine Ahnung, vielleicht nicht gerade, aber die ganze Zeit neue Designs, langsam stresst. Ich meine, YouTube ist Anfang 2005, also im Februar, ist erfunden worden, online gegangen. Und seitdem ist einfach die ganze Zeit, wird nur das Design geändert und wieder das Design geändert. Und langsam schießt es einfach an. Also ich will mit dem nicht sagen, dass ich von Anfang an dabei bin. Das bin ich sicher auch nicht, aber einfach die ganze Zeit, dass sie das Design müssen ändern. Ich meine jetzt das neue Design, es ist eigentlich nicht einmal so schlecht. Aber es verwirrt einfach, weil ich meine, am Anfang geht man drauf die ganze Zeit, ja, hat sich langsam an das Design gewöhnt. Und dann geht man mal drauf, total, ja, denkt nicht dabei und dann ist ein neues Design und man kommt einfach total nicht mehr nachher. Ich meine, sie sagen ja, sie hören auch auf die User und sie sollten auch merken, dass sich die meisten einfach aufregen, wenn es die ganze Zeit geändert wird, das Design. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der sich da aufregt. Weil ich bin ziemlich verwirrt im neuen Design, vor allem weil mit der Anzeige links, also mit den Aktivitäten und alles und dann mit den Optionen, die man auf seinem Kanal hat, eigenen Kanal und so, ist nicht so kompliziert eigentlich, ist genau das gleiche, aber ist einfach verwirrend, weil man sich anders gewöhnt ist. Und ich weiss, dass ich mit diesem Video nichts ändern kann. Zwar, mein Vater schafft heimlich bei YouTube, er ist Chef, aber niemand sagen, ganz geheim. Und darum ändere ich jetzt das und tue es wieder auf das alte Design. Nein, ich weiss, dass ich nichts ändern mit diesem Video, aber ich habe einfach mal meine Meinung dazu sagen. Und einfach sagen, dass es mich stresst, dass die ganze Zeit geändert wird und eigentlich nie wirklich etwas gross anderes ist, sondern einfach nur verwirrt. Sie sagen, sie wollen Vorteile, aber schlussendlich geht es ja immer, also ich weiß nicht, ob es jetzt hier direkt ums Geld geht, aber sie ziehen ja eigentlich immer Vorteile für sich daraus und schießt einfach an, dass sie es nicht dabei können lassen, weil das ist genau, das ist vielleicht ein Vergleich, der hinkt, aber sagen wir mal SBB, also jetzt einmal hier in Bern, die ganze Zeit werden neue Änderungen, also die ganze Zeit, auf jeden Fall werden die Preise erhöht und erst gerade das neue System, ja, neue Räume und so, und ja, ist viel besser als, und dann, was bekommt man, ein neues Zonensystem, als man nicht mehr einfach 2 Zonen kann wählen, 2 Zonen kann stempeln, sondern für alle Zonen direkt muss stempeln. Also für die Zonen, wo man drin will, eine spezielle Stempelkarte will haben. Sagen wir, man will Zone 101 und 100 und dann sagen wir mal, will man Zone 101 und 102. Und wenn man da Stempelkarte hat, kann man nicht einfach 101, also einfach mit 1 bis 2 Stempelkarten kann man 101, 102 und 101 und 100, sondern man muss für beides einzelne Stempelkarten haben. Also eine Stempelkarte, wo drauf steht 101 und 100, die kann man nur für die Strecke brauchen, oder eine, wo drauf steht 101 und 102. Und dann kann man nur für die Strecke brauchen. Sie sagen immer, sie wollen es besser für die Kunden und was auch immer, bla bla. Und schlussendlich ziehen sie immer nur eigenen Vorteil daraus, machen Geld damit. Und ehrlich gesagt pisst es mich langsam an, weil es ist wirklich überall so mittlerweile. Und im Internet sowieso, es gibt noch, ja, hier bin ich gerade mit der Shotgun weggefetzt worden, habe ich mich aufgeregt. Es gibt 2, 3 Websites, wo es nicht so ist, also wo man einigermaßen anständig kann drauf sein, ohne dass immer das Design geändert wird oder dass immer mehr Werbung hat oder das weiss nicht was, einfach als Vorteile für sich, zum Beispiel Wikipedia. Die sind seit Jahren sind sie immer gleich, also logisch nicht genau gleich, kleine Veränderungen, grafisch und so machen sie logisch anders. Aber Wikipedia ist immer ähnlich, macht keine Werbung und sie zwingen einem zu nichts, sondern fragen vielleicht für Spenden oder machen Spendenaufrufe und das verstehe ich oder schon gut, weil sie haben keine einzige Werbung und wechseln und nicht das Zeug, dass sie mehr Geld bekommen. Und so finde ich es besser, also ich meine YouTube, also würden die nicht
genug Geld machen. Also jetzt ernsthaft. Kann man nicht erzählen, dass YouTube zu wenig Geld gemacht und jetzt immer noch so neues Zeug muss machen und mit Werbung und noch mehr Werbung und noch mehr Werbung immer das Design ändern. Auch wenn, ich rede jetzt nicht speziell von dem Design, weil in dem Design ist jetzt auch nicht gross für die Werbung oder für das Geld geändert worden. Aber es ist halt einfach wieder, also es ist häufig so, dass für das Geld geändert wird und einfach Designänderungen die ganze Zeit. Und mit dem ist jetzt eigentlich hier auch das, was ich loswerden in diesem Video fertig. Es ist nur meine Meinung, wenn jemand eine andere Meinung hat, ist mir ganz egal. Ich habe einfach meine Meinung sagen. Und dann sage ich mit dem hier mal Tschüss zusammen und lasse ich jetzt das Gameplay noch ein bisschen laufen. Also, eben, wie gesagt, Tschüss zusammen.